Good, Maurice. Grace in der Namen Jesus Christus. Het goud hier al te zijn vandaag morgens, aan des Pinksters morgens. En we houden Pinkster, wenn Gott heeft ons den Heilige Geist geschenken. We zijn bekannt met dat. En Jezus had het versproken, ver hij in Himmel voor, dat hij wordt ons niet alleen laten, maar dat hij wordt ons een trooster schatje. Hij wordt ons een Geist schatje van de waarheid. En dat is wat hij deed. En als de Jünger top werden, een dag dan op eenmaal plötzlich weer die tijd door. Zoals Jezus gezegd had, ze zullen in Jeruzalem blijven, dat ze de Heilige Geist gekregen had. Wenn Gott will nicht, dass sie sollen rüttgehen und fahren die Botschaft wieder zu drauf, für sie das Heilige Geist gekregen haben, dass sie wirklich das Vier an sich brennen haben, dass sie würdig werden, das wird wieder zu drauf, nur Gott sein Heilige Welle noch. So, jeder einer willkommen hier von aus morgens. Wir werden anfangen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir von aus morgens noch einmal zu danken, dass wir wirklich kennen und leben ja vor der Herr im Himmel, wat ons erschaffen heeft, wat ons onderhouden deed, en wat ons ook den Heilige Geist geschenkt heeft. Zoals de Lever zien, ons Heiland, Jezus Christus zei, dat ver hij voor, dat hij wordt dem Trooster schatje, en hij wordt ons niet alleen laten, maar die Trooster wordt met ons blijven, te alle tijd. En door dank we die ver. En dat de Geist vandaag nog met ons is, in ons leiden vieren dat, en de Schrift openbaren dat, wenn wir kennen, der menschliche Verstand vernimmt nicht von dem Wort Gottes, sagt die Schrift uns. Aber wir brauchen dem Heiligen Geist, um uns das Wort offenbart, wie das eben verstanden können, weil es erst ein geistliches Wort. Und so beten wir von da aus morgens, Herr, dass du uns das Wort wirst opdaten, dass du wieder verstanden wird können. Was meint das, was sei das, und wo wir das können anwenden in uns Leben, dass das nicht ladig trifft wird, aber dass wir wirklich können so harte Ruhm finden und Frucht drauf. Das ist uns Gebet von aus morgens. In den Heiligen Namen beten wir. Amen. Yes, der Heilige Geist. Und das ist von was wir von aus morgens reden. Und sei wird fallet, wo nan wird? Ein Geschenk. Wie weit ist Salvation, der Erlösung, allein als ein Geschenk. Und was denken wir dann? Aber der Lesung dort ist auch mit dem Heiligen Geist taub. Nicht? Gott hat uns sein Sehen geschenkt und er hat am Kreuz unsere Sünde dort verrecken, können wir sagen. Er hat sich selbst gegeben aus dem Opfer. Und danach aber sagt er, ich will nicht allein lassen, aber ich will den Heiligen Geist schenken. Wenn Gott wisst dort in diese verdrehte Welt, en deze diestere Welt, en deze hopeloze Welt, da wordt ons een Geist fehlen, waar ons hier wat durchleiden, dag voor dag. En der Geist wordt immer met ons zijn, zegt hij. En zo wanneer immer wir uns opmerken doen voor deze Geist, dan is de Geist wirklich ons de waarheid op te doen, en de waarheid openbaren wie Gott zijn Wille verstaan kan, en dat we Gott zijn naam verherrlichen kan, wenn ons Geist tjavi wirklich nicht staunen, wenn Jesus sagt, auch ohne Arm tjavi nicht staunen, ohne den Heiligen Geist tjavi nicht staunen. So, ich will von da aus am Schriftstelle verbringen und dann ein bisschen Erklärungen machen von. Wir haben erst einmal rein noch Evangelium Johannes, das 14. Kapitel. Evangelium Johannes, das 14. Kapitel. Hier redet Jesus all Wort von dort und ich will anfangen in Vers 12 zu lesen. Hier sagt Jesus redet diese wieder selbst. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, dass soll euch einen anderen Tröster geben, dass bei euch bleibe ewiglich. So, das wird die Hauptgedanke von dem Engel lesen. Jesus sagt, er wird den himmlischen Vater bitten, dass der wird uns einen Tröster schenken, und mit uns bleibe das. Denn, Vers 17, den Geist der Wahrheit,
Das so, dass ein Jes von dem Wort hat, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. So hier sagt Jesus sehr viel endet eng. Er fängt an mit wahrlich, wahrlich. So wenn ich zweimal das Wort wahrlich habe, dann habe ich eine besondere Bemerkung. Horch mal her, nu will ich was sagen. Like, das ist nicht bloß, was Evangelium was sagen, aber wahrlich, horch mal her. Und dann geht er wieder und sagt, und die Dinge, was ich tue, will ich tun, und dann will ich noch geratere Dinge tun, als was ich tue. Und das ist, was vielmal Menschen confusen, was mir manchmal haben. Wo kann Jesus sagen, dass ihr die Dinge tun, was er getan hat, und dann sogar geratere Dinge, was ihr tun, als was ich getan habe. Und ich das von da verstehen, und was das hier meint, von was er redet, ist, Jesus hat seine Arbeit angefangen. Und Jesus seine Arbeit via Rama Galiläa, wo San von uns gewesen sind, in Bad Jerusalem, wo San von uns gewesen sind, in dort zwischen. Und dort geht von da schon da fertig, in ein paar Stunden immer fort. Ich weiß nicht, was ist, 2-3 Stunden in ein ist dort. Und dort ist die Area, wo Jesus wird sein warst, hauptsächlich. Und so in der Area, da manche Juden, hauptsächlich, ist ein paar manche Samariter gegangen, aber eben da manche Juden dort dem Zirkel von Menschen, das wird bringen, und dort hat seine 12 Jünger raupen, und da hat besonders diese Kraft gegeben, das wird wieder zu bringen, und Luther sagte, die Gemeinde ist gegründet ab Jesus Christus und die 12 Apostel, because die 12 Apostel wieder mit Jesus gewesen, sie wieder die Zeuge von ihm, und er hat die besonders geraubt, um das Establishment machen. Und was Jesus gesagt hat, dass ich verstehe, wenn die Jünger haben nicht geratere Dinge tun als Jesus, wenn wir denken an die Wunder. Viele Menschen denken ich auch an die Wunder, was Jesus sagt. Das sind große Dinge. Aber an Jesus sein Ziel, er hat in andere Ansicht, als was wir Menschen manchmal haben. Was ich denke, was Jesus hier von der Rede hat, geratere Worte, was je tun, als was er getan hat. Als Jesus hier schwach geworden wird, und diese Jünger hatten den Heiligen Geist gekriegt, dann fangen sie an zu predigen bei Jerusalem, und dann von dort fangen sie an rüber zu gehen. Und die Bibel sagt, dass sie nicht kriegt, wo sie sind alle hingegangen, von Paulus sagt es, was er Trips hat er gemacht hat, und er ist so weit rübergefahren, ganz bei der Rom, und bei Korinth, und dort wieder nach. Aber andere beschrieben wurde auch sagen, dass Thomas erst raufgereist, ganz bei Heilige, Indien nennen, was weit auf ist von Jerusalem. Und dort ist als er gestorben ist, hat er bei ihr festgenagelt, und dort ist er dem, was gestorben mit seinen Hängen ausgestreckt, eigentlich kann ich sagen, bei ihr gekreuzigt worden. Dort ist Thomas gestorben ist, viele Namen waren dem Twivel Thomas, weil er konnte nicht kurz glauben, nicht? Aber als er erst Jesus sagt, und er seine Finger können und Jesus Namen tun, dann sagt er, mein Haar, mein Gott und mein Haar. Ein klares Zeugnis, dass er weiß, wer Jesus war. Und Luther reist herüt, bei Heilige, Indien nennen, und es sind von da schon da nach Kirche an Heilige, India, wird sich nahe tun, die St. Thomas Churches. Und die claimen, sie sind von der Kirche, wo Thomas da mal angefangen hat. Und so dort sind die, ich habe es beschrieben hier nicht, wo die Dinge alle hingereist sind, als einer wird als ganz im Norden reist, nach der Black Sea, nach der Schwarze See, und der andere ist nach Osten reist, einer nach Westen. In alle Directions sind die Dinge rübergereist. Das bloß Jakobus, was Jesus sein Bruder war, die bleibt in Jerusalem, und die Gemeinde wieder anleiten in Jerusalem. Die anderen Jünger sind rübergereist, weit und breit, und das wird rübergebracht. Und als die Jünger erst gestorben wären, bei der Zeit die Jünger sterben, dann wird durch eine große Area von der Welt, was heute wir alle geinfluenced von das christliche Glauben. Und das ist bloß mein Gedanke. Ich wundere, als dort ist, von was Jesus hier redet hat,
Wenn er sagt, en je worden beten naar mij en ik word junt beantwoorden. Hij zegt, bet ook dat de Heer wordt arbeiter schikken en den Wijngaarden naar. Niet zegt hij, aber anders steht. Wie zullen beten? So hij wil die mensen met zijn arbeiter opbouwen. En zo'n arbeid wordt de jonge tijd later, als wat Jezus was, wie wirklich groot. Het vier dat brandlos ruit. Aber wie eerst als de jonge aangeveld werden met dem Heilige Geist, weet het eerste boodschap wat Petrus predikt, waar de mensen zich verwonderden. Petrus had dem Heilige Geist gekregen. En dan stond Petrus op en predigt. Die predigt hebben abgeschreven in Apostelgeschichte, het tweede kapitel. En waar die mensen het zegt, die hem hart gesneden. En ze vroegen, blijven mannen, wat zal we doen? Ze voelden zich eenmaal zo verschuldigd. Als Petrus aan het verleid deed, en wat van de zin je leven doen, wat je gedaan hebt. En daar ving eenmaal de breedje top, die doen niet meer ging aanverden, zoals de mensen immer deden als Jezus er weer. Maar de breedje top en vrouw, mannen, wat zal we doen? En Petrus zei het, geleefd en dood boos hij. Jezus zegt, en je worden beden en ik wil beantwoorden. Wat willen we beden? Voor arbeiter en Christus zijn Goden aan. En ik leef alle dingen, brengen we in gebed naar Jezus. Maar want het ganze eng even lezen, omdat we het niet out of context nemen doen, dat we het niet hier wat eruit nemen doen. Jezus redt van zijn gemeente hier. Hij redt van zijn gemeente boven en zijn gemeente waar zijn rijk wordt wiedergaan. Dat is zeker het verstaan dan. En dan zegt hij, en ik wil wegvaren, zegt in 13 vers. Maar hij zegt wieder, maar ik wil je niet alleen laten. So wat meint je? Ik wil weggaan, maar ik wil je niet alleen laten. Hij explaint het hier weer. Hij zegt, ik word een himmlische vader vrouw, dat hij junt den Geist schikkert, hij noemt het hier dem Treister, waar ik junt schatjen, en die wordt, hij zegt, ewiglich bed bij junt zijn. En dat is wat we brücken dan, als Kind Gottes, dat we das Geist hebben. En dan zegt hij, dat is de Geist der Waarheid. Dat is een Geist, dat is de Waarheid, als de Geist. En dan zegt hij weer, maar dit is de Geist, wat de wereld niet krijgen kan. Dat is de Geist, wat niet is voor een ongläubiger. Hij zegt weer klar, die wat de geloven doen, die worden de Geist krijgen. Die wat de geloven, die worden de Geist krijgen. En dat staat met de andere stad, waar Jezus zei, dat hij wordt niet den wien, hij zegt den, op die staat gelijk den mas, Engelse Bibel zegt den wien, dat is, ja, den wien, hij wordt niet nieuw wien en oude tauschen aangeven. Wenn een nieuwe wien en oude tauschen aangeven, dan wordt de oude tausch twee gaan, die wordt het niet vertrouwen. So wat dat meinen dat, als Jezus wordt niet das nieuwe Heilige Geist en een oude Menschen aangeven. De mens moet eerst buße doen, die moet eerst bekeerd zijn, die moet eerst nieuw gemaakt zijn, en dan wordt er dem Heilige Geist geven. So de Geist is erbij, wanneer een mens zich bekeerd heeft, aber dat mens veilig dem Heilige Geist heeft, dat de Geist aanwoord aanvangt te leiden en de waarheid, dat kan eerst maar dan, wanneer mens niet geboren is. So daarom is het wichtig dat Christus leven van aan met de nieuwe geboorte, met de waarheid geboorte. En het javrig moet zijn dat een mens gelijk dem Heilige Geist te hebben, voor hij niet geboren is. We hebben een geschichte staat in de Bibel, waar dus een persoon kwam en hij zegt, dat is een grote kracht wat de jongen hadden. En dan wil hij de jongen geld geven, dat hij ook weer de kracht krijgt. En de jongen die dan den voet te zien, zat en zei, zo'n mens, hij kreeg niet hem Geist. Hij is van Sultan, hij heeft de ganz aardige aanstelling, de aardige zin, dat hij den Heilige Geist wat krijgen. So je moet eerst van nieuw geboren worden, en dan kan hij hem aangeveld zetten, de Heilige Geest, dat de Heilige Geest wordt de mensen van te leiden, en de waarheid, en Treister zijn. Op wat van waar is de Heilige Geest een Treister? You know, wie in deze verwerde wereld, verdiestere, verdreiden, verkeerde wereld leven dan, een kind Gottes heeft wordt, en dat is het geheimnis wat de wereld niet verstaan kan. En we kunnen het zelfs niet verstaan, wat het schafft. Maar den troost, wat we maken, wat we ervaren doen,
wann die Welt auch verdreht ist, aber wir können je Trost in geborgen sein an Christus. Wenn wir weiter, wer uns Gott ist, wie weiter, wer in Control ist, und wie weiter, wo wir im Weg hin sind. Und dass Gott uns niemals nicht allein gelassen. Das ist ein Trost, was wir haben als Kinder Gottes, was die Welt nicht kann kriegen. Und ich glaube, das weiß ich auch gut von diesen letzten Jahren, wo wir durchgegangen sind. Wo wir manchmal uns bloß mussten wundern, wo die Welt über eine so eine große Angst leben hat. Und ja, das sind wieder schwere Dinge. Aber danach als ein Kind Gottes, du erst, was wir haben, dass wir nicht Trost sein. Das ist der Tröster, was Vater schenkt hat. Ich will den Tröster geben, was immer was bei uns sein, und was uns wird an der Wahrheit leiden. Die Bibel lehrt uns dort in erster Reimer, eine Person, die von Gott kennen hat, und aber nicht dankbar ist, nicht glauben hat, wo die Wort in verdreiter Sand kriegen. In verdreiter Sand kriegt, auf Englisch sagt es, he will have a perverted mind, mir fällt wirklich nicht bei, und wenn verdreiter Sand, dass er nicht was Briefe kann. Sodass wir undankbar sind oder ungeloven handleiden. Aber als Kinder Gottes, wir haben Jesus, was uns an diese Worte anleiten, was uns an diese Worte wiederleiten. Es sagt auch in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener, der Jesus der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. So der Jesus wird uns lehren. Der wird uns offenbaren. Der wird uns die Schrift offenbaren. Besonders denke ich an dort, wenn wir die Schrift verstehen können, dort brauchen wir den Heiligen Geist. Und das ist, Jesus sagt, der noch Petrus, als Petrus zu bekennen hat, als Jesus fragt, wer sagst du, dass ich sie? Und Petrus hat ein klares Bekenntnis, wer Jesus ist, dass er als Sehen Gottes. Dann sagt Jesus nach ihm, Fleisch und Blut haft die das nicht offenbart. Aber mein Vater im Himmel haft die das offenbart. So eine Erkenntnis ist dort, kommt nicht von Fleisch und Blut. So dort sage ich mir, Fleisch und Blut kann nicht, die Bibel sagt ja auch, der natürliche Mensch kann nicht die Schrift verstehen, aber wir brauchen die Offenbarung von dem Heiligen Jesus. Und dort hat er uns den Jesus geschenkt. Und da sind wir von der dankbar. Weil wir lange nicht alles verstehen können, aber wir lernen, der Jesus, der lehrt uns und der lehrt uns eine Wahrheit. Der zweite Ding, oder der dritte Ding, ja, er ist uns Tröster, er ist der, was uns eine Wahrheit lehren wird. Und der dritte Ding, das ist der, was uns Kraft geben wird. Es sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, der wieder von Jesus sagt, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Jesus empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Welt. Das sagt Jesus. Und ich glaube, das ist groß, was ich sage, dass die worden gerade Dinge tun. Die worden Zeugen sein zu mir in Jerusalem, Samaria, über ganz Judäa in der ganzen Welt. Wo die Zeugen sein über mich. Und das war die Jünger wieder. Als Jesus ihr Schwache fahren wird, die wieder Zeuge, der vierte brennt wieder. Jesus sagt auf eine Gelegenheit oder Jünger, ich sehe kommen auf diese Welt, dass ich wohne vier anstatt. Und was würde ich lieber, als dort vier brennen wird? Hier redet Jesus von dasselbe Ding. Ich sehe kommen, was anzustecken. Er steckt da an bei Jerusalem, Galiläa, wo Jesus das meiste von seinen Arbeit dass wir Rama Galiläa, wir irgendwo bei Jerusalem gegangen nach. Aber da kommen wir anstecken. Er sagt, ich sehe kommen, was anstecken. Aber als es wirklich anfängt zu brennen, dort wir dort bei Jerusalem, wo die 120 von seinen Jüngern taub werden, und da kam der Heilige Jesus ab und ab. Und als der Heilige Jesus ab und ab kam, da fingen wir die Geschichte in Apostelgeschichte 2, dann fangen sie an, mit einer neuen Tongue zu reden. Und das ist interessant, wo Jesus sagt, er kommt in vier zu stärken, als der Heilige Jesus kam, der kam, sie sagen ihm, so ist eine Vierflamme, und das Shape von der Vierflamme, wie so aus einer Tongue. Und so, er deed het bloß wissen, so dass Menschen würden seinen,
Nicht dort nu matt den Weg, dort einmal nach den Weg bort, aber zum ersten Mal, Gott will sich dort den Weg tun, dort direkt sagt, nur eine vier Flammen. Und es hat das Shape von der Tongue. Und so das sagt, das vier wir angesteckt, das vier, was Jesus kam, das steckt er an. Und die Menschen reden eine neue Tongue. Und das hat Petrus gesagt. Petrus fängt an zu predigen. Und dass wir krank haben, so nicht lernen, was Gott hat gelernt hat, dass wir Menschen taub von allen verschiedenen Ländern, wir Menschen taub gekommen. Und er hatte viele verschiedene Sprachen, was sie reden haben. Aber nun wir sie alle taub, und Petrus steht ab und fängt an zu predigen, die Heilsbotschaft. Und auf einmal sagen die Menschen, horch mal, wir verstehen am Allah. Redet ihr nicht in unserer Sprache? Wir können am Allah verstehen. Und so Gott offenbart dort, und das ist eine neue Tongue, was Petrus da reden hat, dass es alle würde verstehen können. Und das wird passieren, wenn Gott hat offenbart, dass Menschen in Tongue reden, dann ist es in so einer Sprache, dass Menschen alle verstehen können. Und das wird Gott hier wählen. Und Lothar fing, was er nach Meier steht, den weiß, wenn sie in eine neue Area ankommen, wo die Botschaft angebracht wird, dann lädt Gott es so, dass sie alle verstehen können. Dürft nicht mal durch ein Dolmetscher geredet werden. Als je veel durch een Dolmetscher je predigt oder je leert, waar we een jaar voor de Bibelschule afhouden oder door ook in verschillende Kirchen heb je predigt, dan mag ik je bezien, wie immer einem Stunde ha, wat dat übersate dat in ihre Sprache nennen. Und dann mag einer bloß vertrauen, sagt er wohl, was ich gesagt habe, nicht, because einer kann nichts nicht verstehen. Aber hier der Gott es anders. Gott dort übersaten. En een andere spraak nemen. En de mensen kunnen alle verstaan. En dat is een wertvolle ding waar God de kerk gerend heeft. En dat is het grote verlangen waar Jezus nog had. Als hij op deze eerd weer, groot vers in de kruisjong, dan zegt hij dat naar de jongen. Ik zie je komen in 4 andere stadjen. Oh, en wat wordt het leven als dat al brennen deed? Maar Jezus zegt, maar dat is eerst nog de tafel met wat ik met je tafel worden. En daar redt hij niet van de watertafel, wat hij kreeg beim Jordan van Johannes. Daar redt hij van de tafel van zijn kruisjong. Wat Jezus zei, ik zie je komt wat aan te steken, maar de tafel wat ik wat kreeg, dat is mijn dood, dat we zijn dood om kruis. En dat zegt hij, door voor den dood geruld am Flader, voor dat, wegen zijn vlees had angst voor de kruisjong. En die had angst voor de weidau. Want den Jezus mens ganz klar, wie hij ging verwärts met dit, voor dit wie hij gekomen. Maar hij had een Fleischcharper, wo hij zich wil bijna te wonen, zo zei dat in Hebreeër. Hij verduimde zich en nam de gestalt van een man op zich. So God, Jezus wie God, tiet even, maar hij nam de gestalt van een mens op zich en hij woonde 33 jaar aan een menselijke charper. Wat je op deze eerde ram ging, de menselijke charper, die wordt meid, dem hungert, dem darstad, krijgt es irgendein anderer charper deed. Maar als hij daar door weer, dan verleidt hij den charper waren en nam waren de himmlische gestalt aan en weer in Himmel. Maar we hebben eer gekomen, einmal ans dat woord op te openbaren. Hier in Apostelgeschichte 2, Vers 1 sagt es, dessen war. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie für Feuer, wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nach der Jes, der ihnen gab anzusprechen. Es waren aber Juden und zu Jerusalem wohnen, die waren gottesfürchtige Männer aus aller Volk, das unter den Himmel ist. So Gott hat taub gebracht, dass alle taub wären. Hier sagt er, dass alle von verschiedenen Ländern, wir Juden, aber wir in verschiedenen Ländern eintragen, in der Rede verschiedene Sprachen. Nun wir sind alle taub. Und Petrus stand ab zum Predigen und auf einmal können sie alle verstehen. Sie hören
den Wind blosen. Sie sagen die 4 Flammen. Und dann sagt in Vers 6, da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurden bestürzt. Denn es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner Sprache redeten. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn in jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind? Sie, diese Männer, Sie wissen, das sind alle galiläische Männer, das von würde jünger werden. Sie sind alle von Galiläa, und wo sie hier wie alle an die eine Sprache. Gott, der die Sprache da versaten, dass jeder einer das kann hören an seine Sprache. So wir dann aus, dass nicht Deutsch wir, oder Englisch, oder Spanisch, oder Chinesisch, was immer wir, sie hören das da. Ja, wir sitzen mit dem Titel, es ist immer, und wir sind klein Ängste, ben hier. Aber was der Jesus an uns steht, und so, was ihr seht, der Jesus ist unser Wahrheit, der lädt uns eine Wahrheit, dass wir die Wahrheit erkennen. Der Jesus ist uns Tröster, und der Jesus ist unsere Kraft. Das sind besonders 3 Dinge, was die Schrift sagt, was Jesus sagt, was der Jesus wird sein für uns. So, nu habe ich eine Frau. Habe ich diese 3 Dinge? Habe ich Trost? Ist das Trost der Liebe? Ist das Trost an uns? Ist das Trost an die? Ist das eine Kraft, sind die kommen? Und kannst du die Worte erkennen? Das sind, was der Heilige Jesus an uns schaffen wird. So mag Gott ihn alle segnen.